Gute Morgen, Leifkanner. Heute sind wir wieder gesehen. Sind ich nicht an meinem kleinen Filmstudio, aber ich habe mich bei der schönen Sonne mal rausgemacht. Raus an mein Garten. Und auch an einem Garten kann ich die eine oder andere flott Geschichte entdecken. Und das werden wir mal zusammen gucken. Ich werde ein bisschen mein Garten weisen und dann gucken wir mal, was wir für Geschichten entdecken können. So, da sind wir an meinem kleinen Garten. An meinem Garten steht ein Bank, wo man sich hinsetzen und die Sonne genießen. Den eine oder andere Filzchen pfeift. Hier stehen lauter Pflanzen, die, wenn es schön wieder geht, schöne Blumen werden kriegen. Oben am Megger ein kleiner Gemüsegarten. Und links und rechts und durch, da sind verteilt kleine Sachen, die den Garten ein bisschen schön machen. Dann drehe ich mich weiter. Da steht noch ein Vorteil, wo ich mich sitzen kann. Und dann habe ich hier meine kleine Weiher. Das ist ein Platz, wo ein bisschen Wasser ist, den angefasst ist mit Steinen, wo man sich gemütlich dabei sitzen kann und vielleicht den einen oder anderen Fisch kann beobachten, den dran rundherum schwimmt. Oh, und was sehen wir dann da? Oh, kommt mal mit, wir gehen ein bisschen mehr nach. Aber das ist doch ein Frosch. Ein Frosch und ein gelber Bull. Erinnert dich da du nicht? Mich erinnert das und Märchen vom Froschekönig. Oh, und neben drüber steht noch ein Buch. Da steht drauf, auch weil sie nicht gestorben sind. Aber wegen so schön gesagt, wenn die Märchen rüber ist, auch wenn sie nicht gestorben sind, da leben sie noch heute. Und das Märchen noch immer leben, noch ganz viel leben. Das können wir an dem Buch hier entdecken. Das ist eine Sammlung von vielen Märchen von den Gebrüder Grimm, die René Estjen übersetzt hat und neu erzählt hat und mit diesem Buch auf den Markt gebracht hat. Und wie dass wir hier am Bild den Frosch und den aus der ganzen Zeit beobachten, denke ich, dass wir auch nicht der Land kommen, für als lohe Märchen anzulauschen, und zwar der Froschekönig. Weil hier draußen aber ziemlich kalt und luftig ist, werde ich mich ran an mein Filmstudio machen. Und von da aus werde ich dann die Geschichte vom Froschekönig und der Prinzessin, die ein bisschen verwindet war, erzählen. Bis gleich! So, Leifkanner, da sind wir in meinem Filmstudio angekommen und wir können weiterfahren mit dieser Geschichten-Seance von heute. Wir waren an meinem Garten für drin und wir haben hier meinen Garten entdeckt und mein Weiher. Und an dem Weiher, da haben wir eine komische Figur gesehen, ein dicker Frosch mit einer goldenen Bull. Was das mit den zwei auf sich hat, das könnt ihr euch sicher denken, weil wir werden heute ein Märchen lauschen. Ein Märchen von Froschekönig. Das ist ein von vielen Märchen, die ihr in dem flotten Buch findet. Das ist das Buch, weil sie nicht gestorben sind. Ein Buch, das René Estjen für ein paar Jahre herausgebracht hat, und zwar im Verlag St. Paul. An dem Buch sind eine helle Wohl von Märchen von den Gebrüder Grimm, die René Estjen auf Lützeburgisch übersetzt und neu erzählt hat. Und unter anderem von denen der Froschekönig mit, von denen aber auch so Märchen, die da bestimmt schon hören oder gelauscht hat, wie zum Beispiel Trautkäppchen, der gestiefelte Kurder oder die Frau von Hollach. Und noch ein paar die Männer bekannte Märchen, die da der Wert sind, da sind sie entdeckt. Also ein Buch, das ihr euch unbedingt sollt anschaffen, aber dann auch immer am normalen Handel zu kaufen kriegt. Wie gesagt, wir werden heute ein Märchen lauschen, und zwar Geschichte vom Froschekönig. Und die Geschichte will ich euch heute vorlesen. Der Froschekönig. An der Zeit, wo die Wünsche nach etwas helfen, hat ein König gelebt, den hat lauter immens schöne Mädchen. Und das jüngste von ihnen, das war so schön, dass sogar die Sonne, die ja schon viel gesehen hat, immer nicht verwundert war, wenn sie ihm an sein schönes Gesicht geblinkt hat. Nur beim Schloss, wo sie gewohnt haben, da war ein großer, dichter Busch. Und an dem Busch, unter einer aller Lampe, da war ein Bur, ein ganz tiefer Bur. Und wenn es ganz warm draußen war und die Sonne gescheint hat, da ging als kleines Kindskind raus an den Busch, holt sich bei der Bur auf den Boden gesagt, und wenn es sich gelangweilt hat,
dann huet mat senger Bull Opfängerschuss gespielt. Et huet se an Blut geheit, anderem opgefangen, anderem an Blut geheit, anderem opgefangen. Jedet war sei leefsten Spiel. Enges Dags aber, wie Kindigs kann drum Opfängerschuss gespielt huet mat senger gëllner Bull, du huet ze net mir opgefangen krit. Et hat se an Blut geheit, an Bull ass awer Nierwenteam op de Bodem gefall, a schlussendlich an den Dave Buhr geholt. Et huet ze ënnen am Buhr gesi verschwonnen, an de Buhr, de war Dave, ganz Dave. Die war sogar so Dave, dass de Bodem net mir gesinn huet. Mädchen ass verzweifelt gewircht. Et huet ugefangen mat kreischen an huet immer méi gekraget, kom praktisch net mi der Hand. A wéiet du soz a gejéimert huet, huet op emol eng Stimm geruf. Kindigs kommt, wat tust du wëlles? Du wéimers, geblit kein Deng mir stohe bleiwen. Mädchen huet sech rundrum guckt, huet no Hande geguckt. Wo könnt die Stimme du hier? An op emol huet en dicke Frasch erbleckst, den sein Kopf aus dem Wasser gestreckt huet. Du boset, du alle Wassertrüppler, sodet. Ma ich kreiche, weil mein gülle Kurel an de Buhr gefallen ist. Sie froh ich, so de Frasch, ich kann da helfen. Me, wat göste ma dann, wann ich da den Lieblingsspielsach neser opholen? Was du willst, wat hast du gern? Sodet. Mein Kleider, mein Perle, mein Edelstein, sogar mein gülle Kron, die ich auf dem Kopf hun. De Frasch hat geantwortet. Den Kleider, den Perlen, den Edelstein und den gülle Kurl, den gülle Kron. Nee, dat will ich nicht. Me, wann's du mich ein bisschen gern hast, aber wenn ich dein Spielkamerad kennt gehen, wenn ich von dem Stosch kennt mat sitzen, wenn ich von dem güllenen Teller kennt mat essen, und aus dem güllenen Becher kennt trinken, und vielleicht an dem schöne gemütliche Bettchen kennt schlafen. Wenn's du mal gingst versprechen, dass du mal dat gingst gehen, dann ging ich rauf und Wasser klommen und dann den gülle Kurelneser abholen. Oh, so Mädchen, ja, wann ich geliebt, ja, mach dat, ich versprechen dir alles, was du willst, wenn's du mir nimmer den gülle Kurel rabbringst. Hat du da bei sich gedurcht, den topische Fraschdover, den hat es zu Summe quatscht. Der sitzt doch hier am Wasser mit seinesgleichen, quakt. Die kann doch kein Mensch sein Kamerad gehen. Nachdem's der Frasch verspreche krit hat, holte sein Kopf in das Wasser gestreckt, und schon nur einer Minute kommen sie abgerudert, hat Kurel an der Schnüss und hat sie an Gras geheilt. Kindigs kommt, dat war so voller Fried, wie ihn sich et nimme Kaffee stellen. Et tut sing Spielsachen abgeraf und aus schnell dummert fortgelaf. Hey, wart op mich, hat de Frasch gejaut. Hol mich doch mat, ich kann so sehr laufen wie du. Aber dat tut ihm nicht viel geholfen. Mädchen also so sehr fortgelaf und de Frasch kom ihm nicht no. Et huet dem net mi no gelauscht dat anders hingelaf. A séier hadet de Frasch an verspreche wat et ihm gin hat vergiss. Und de Frasch huet nies misten zurück an sei Buhr. Hei den anderen Dach wie kann sech man Kinnig an alle Leid, die Hof gewohnt hun und den Dusch gesat hat an ugefangen hat von segem güllenen Teller ziersen, du kom, plitsch, platsch, plitsch, platsch, plitsch, platsch, es die graus Marbertraber opgedabbert. A wie et Uwen ukommers, huet unter dir geklappt, a geruf. Dat jengst vun de Kindigskanner soll ma opmachen. Mädchen as seier du hinnergelawer wort kucke wen an du bause sting. A wie et dir opgemacht huet, du huedet gesinn, dass et den dicke Frasch war, die fir unter dir stung. Et huet dir ne sehr zugeklagt, aus zurück und den Tisch sitzen gang. Me, et war ganz bang am Herz ging.
Der König, den hat das alles mitgekriegt. Und sagt, hä? Mein Kind, was fährst du dann so? Stimmt vielleicht ein großer Ries für unter dir, wollte ich mitholen? Nee, so Mädchen, es war kein Ries, es war den eklige Frosch aus dem Bur. Was hat dann die Frosch gerne von dir? Sagte Pap. Oh, liebe Papa, wie ich gestern am Busch beim Burselser gespielt habe, du hast mir ein Dumm passiert. Mein gülle Bull ist mir ins Wasser gefallen. Und weil ich dann so gekrascht habe, du kam der Frosch und dann hat mir angeboten, in seinem Sicht zu gehen. Und dann ist er ins Wasser getaucht und dann hat mir auch Bull rumgebracht. Ich musste versprechen, dass ich von nun an sein Freund wäre. Ich habe aber gemeint, dass den überhaupt nicht aus dem Wasser da rauskam und dass er da draußen ging bleiben und nicht bei mir zurückkam. An der Zeit wurde er auf die zweite Kehr unter dir geklappt und hat die gerufen, mach mal ab, du Jüngste von den Königskanner, mach mal die dir ab. Weißt du nicht mehr, was du mir gestern beim Killebur versprach hast? Mach mal ab, du jüngste Königskant, mach mal den dir ab. Du sollt der König ob einmal, mein Mädchen, was du versprochen hast, das musst du auch halten. Geh du hin und mach den Frosch dir ab. Voll Widermut ist das Mädchen bei dir gegangen und hat sie abgemacht. Und zack, zack, kam der Frosch gesprungen, aus schön hat er rund ihm getrippelt, bis bei sein Stuhl. Und du hat gesagt, hilf mich ab und Blut, bis bei dich, ob dein Tisch. Es hat gezeckt, bis der König gesagt hat, müsst es machen. Und wie du der Frosch schon im Stuhl saß, wollt ihr noch auf den Tisch. Und wenn ihr um den Tisch saß, so dann stoß mir doch nur der goldenen Taler minor hin, dass wir zusammen können essen. Auch das hat Mädchen gemacht. Man hat in ihm aufgesehen, dass es dann ziemlich gegen den Strich gegangen ist. Der Frosch aber, den hat sich mal gut schmecken gelassen. Aber der Mädchen ist allmaufel am Hals stehen geblieben. Und endlich so der Frosch, so, lohn ich mich gut Pupsat giers, an lo sind ich mit. Dreh mich an den Kimmerchen, und mach mir dein seiden Bett an drei, dass ma können schlafen gehen. Königskant hat angefangen zu kreischen, weil es hat die kahle Frosch gefährt. Es hat sich mal nicht getraut, ihn anzupacken, und nur sollte dann auch noch matt an sein proper Bettchen holen. Der König ist aber richtig rose gehen und er sagt, wen da geholfen wird an der Not, den sollst du Herr nur auch nicht verurchten. Du hat Mädchen de Frosch mit 2 Fingern an Blut gehoben und de toten Rob an sein Kimmerchen gedrohen. Mit du hat den an den Eck gesagt. Wie hat aber du am Bettloch, komm hier bei it gekroch, er sagt, hey, ist sie mit, ich will schlafen, grad wiest du. Hilf mich an Blut, oder ich so ne Dinge Pap. Mädchen ist schrecklich rose gehen, tote Frosch geholl, an ende so fest wie et nimmer go, wie dat Mauer geklagt. Loge seiste sicher endlich, wie dat geht, du eklige Frosch, sodet. Wie de Frosch und der Mauer hong, a lose Ruf gerutscht as ob einmal aus dem Frosch ein Prinz mit freundlichen, schönen Augen. Hier gouf, so wie de Pap gewollt hat, sein liebe Kamerad und sogar sein Mann. Hier hat ihm erzählt, dass er von einer böser Hex verwünscht ging ist. Kein hätten aus dem Bur rausholen können, just nimmen hat. Und lo ging ihn hat mat an sein Land holen. Und zusammen sind sie abgeschlafen, an den anderen Muren, wie die Sonne erwäscht hat, kommen wunderschöne Wohn bei Schloss gefuhr. 8 weiß Pferd waren mit güldene Ketten angespannt und hatte weiß Strauße Fiedern im Kopf. An Hannen Wohn,
da stung den Prinz sei jungen Dinger, den treuen Harry. Den treuen Harry, der war so unglücklich gewesen, wie sein Meister in eine Frosch verwandelt war, dass 3 Eisenrefer sein Herz müssten gelöscht kriegen, für das es ihm nicht ging zersprangen vor lauter Misere und Trauer. Der Wohn sollte der junge König aufholen, für an sein Land zu feiern. Und den treuen Harry hat die 2 Königskanner herab an den Wohn gehoben, sich nicht Hand drauf gestellt, aber voller Fried über der Lesung von seinem Meister. Wie sie Stücke vor waren, hat den Herren, wie es Hannen am Wohn gekracht hat, so wie wenn etwas gebracht wäre. Der junge König hat sich umgedreht und gerufen: Harry, also der Wohn, den du brichst? Nein, Herr, et is nicht dat, was du möcht. Et is ein Reh von meinem Herz. Wind Ehre hat ich ein dewe Schmerz, weil die an engem Buhr drauf sitzt, weil ich ich als Frasch drauf wost. An noch ein Keier hat es in der Wege gekracht, und der jungen Herr hat immer gemeint, der Wohn geb brischen, und es wurde ja nimmer Treffer, die von dem treuen Harry singem Herz aufgesprungen sind, weil sein Meister endlich erlöst und glücklich wär. Aber wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch Haut. So wie das Buch auch heißt, weil sie nicht gestorben sind. Ein Buch mit einer Sammlung von einer helle Märchen von den Gebrüder Grimm, die vom René Estien auf Lützeburg übersetzt wurden und die bei den Editions St. Paul für ein paar Jahre rausgekommen sind. So, ich wünsche euch viel Spaß mit den vielen Märchen aus diesem flotten Buch, weil ihr euch am normalen Buchhandel könnt beschaffen. Viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adi! So, liebe Kanal, sind wir bannen. Wir sind nicht am Filmstudio, mehr an meiner Stufe, weil ich wollte euch nur noch eine Kleinigkeit weisen, die ihr basteln könnt, passend zu einem Märchen, was wir für drüber gelauscht haben, den Fraschekönig. Wie ihr gesehen habt, habe ich heute Material schon leihen. Da brauche ich gar nicht viel. Ich brauche ein geringt Fahlblatt von 10 auf 10 cm, ein Typ Brit, 2 Wackelarme, ein klein vierdrun rausgeschnitten Kron, die kann ich aus güldenem Papaya rausschneiden oder ein weißes Zeschenblatt holen, weil den dann mit einer güldener Farbe malt. Und aus rotem Zeschenpapaya schneiden wir uns eine Zunge raus, weil also Frosch braucht ja auch eine Zunge. Und dann ist es schon alles. Und ich weiß nicht, wie wir also Frosch können aus dem Blatt Papaya fällen. So, liebe Kinder, hier ist die Frosch, die wir zusammen werden basteln. Ich weiß nicht Schritt für Schritt, wie das geht. Ihr werdet sehen, das geht. Das ist nicht ganz schwer. Für uns holen wir uns das grüne Blatt, 10 x 10 cm, drehen es auf den Kopf und dann fallen wir es an der Mitte an 2. Dann drehen wir die Feuer ins Tour und machen dasselbe auf der anderen Seite. So, dass wir noch, seid ihr dann noch bei diesem Blatt, ein großes Kreuz. Danach holen wir ein Eck nun der Feuer, 1, 2, 3, 4, ein Eck nach dem anderen und wir dirbeln das Stück Blatt bis an die Mitte, sodass das Eck an der Mitte zusammen kommt. Und das machen wir mit den Feuerecken von unserem Blatt, bis wir hier noch so ein gedirbelt Blatt haben. Wir holen das Blatt und drehen es drum auf den Kopf, ohne die Decke aber nicht so zu fallen. Und dann machen wir auf der Seite noch ein Kehr dasselbe. Ein Eck nach dem anderen dirbeln wir mit der Spitze bis an die Mitte. Dritten und die 4. So, haben wir schon einen guten Teil von unserer Arbeit gemacht. Und für das wir hier noch, also frisch besser an die richtige Form kriegen, dirbeln wir die kleinen Päckchen, die wir hier gemacht haben, noch ein Kehr an der Mitte
ein Kehr auf der Seite, drehen in unser Päckelchen um eine Tour und die blenden noch auf der Seite ein Kehr in der Mitte zusammen. Wir fahren das Ganze dreimal so nähen und probieren dann die einzelnen Ecken zusammenzubringen. Und wenn du Hilfe braucht, da könnt ihr ja vielleicht eine Wurst frohen, den ich dann in Hand mit aufpackt, weil das ist ein bisschen geknibbelt. So, und so. So, da haben wir schon Gesicht von unserem Frosch. Aber im Moment sehen wir noch, dass das Gesicht in alle Richtungen auseinander klafft, also müssen wir es noch ein bisschen zusammenpassen. Dafür holen wir unsere Brit. Und wir machen lo auf die umgediebelte Ecke ein Geheibrit, ein Kadobrit, also auf 2 Seiten. Und dasselbe machen wir auf der Seite vis-à-vis. Ein Kado und ein Kado. Ich kann ruhig ein bisschen viel mehr, weil dann bleibt es doch noch besser passen. Die 2 Seiten passen wir lo fest, drücken wir fest und benehmen, dass das gut passen bleibt. Dann probieren wir mal, ob das hält. So. Voilà. Gesicht von unserem Frosch also schon bald fertig. Sein Mund funktioniert schon. Aber was brauchen wir noch? Wir müssen den Frosch noch 2 Arme passen. Dafür machen wir gut viel Brit auf das erste Wackel an. Und passen das auf den ersten Eck von unserem Gesicht. Auf die andere Seite passen wir auf die nämlich Erde-Weiß der zweite an. Also just auf die Seite vis-à-vis. Du musst da ein bisschen gucken, dass es doch gut ausgesehen wird, dass den Frosch ein Ei ganz oben stehen hat und ein Ei unten stehen hat. So, lädt es schon an. Und was fehlt noch? Wir singen Zunge. Dafür holen wir eine rohe Zunge, die wir rausgeschnitten hatten, machen auf Talchen davon Brit. Also nicht auf das ganze Stück, nicht just auf Talchen. Und passen unseren Frosch Zunge und singen Schnuss. So, du hast schon den Mund mit einer Zunge und 2 Arme. Aber ein frischer König, der braucht eine Krone. Also, und das ist dann das Letzte, was wir machen müssen. Es hat für drin schon eine kleine Krone aus weißem Zeichenpapier rausgeschnitten und mit güllischer Farbe gemalt. Und ich habe schon eine kleine Witze gelöst, den ich nicht gemalt habe. Weil die Witze kann ich dann ja nur umdirbeln. Und mit dem Witze kann ich Krone und Gesicht auf das Gesicht aufpassen. Da machen wir dann auch gute Brit drauf. Abpassen unseren Frosch, Krone, gut fest auf seinen Kopf. So. Und hier ist unser fertiger Frosch, mit dem ihr den Froschkönig nachspielen. Viel Spaß dabei!